Coming to Terms. 20 Minuten vor der 7 ist es der Freitagmorgen auf SRF 3. Guten Morgen an unseren Mann von der Stimme, Fabian Unterreger. Guten Morgen, Annik. Wie ist es eigentlich bei dir so mit dem Tennis? Schaust? Tennis, das ja ständig. Ah, voilà. Zum Glück ist Freitag. Ganz verstanden. Fabian Unterreger. Es ist tatsächlich so, die Welt steht Kopf. In Australien könnte es zu einem reinen Schweizer Final kommen. Das Stanislas Wawrinka, den haben wir schon mal mit drin. Roger, jetzt liegt es an dir. Ja gut, oder? Das hätte der Schweizer nicht gedacht, oder? Aber bleiben wir bei den Fakten. Ich meine, ich hätte den Schweizer vom Jahr erst eigentlich noch mehr verdient als der Stan. Darum verdient er auch nicht so viel wie ich, oder? Ich meine, ist klar. Ja, Roger. Wir fiebern grundsätzlich mit euch beiden mit, auch unser Fernsehbachelor, der Vujo Gavric. Liebe Annik, wir kennen uns noch nicht. Ich bin der Bachelor. Das mit dem Tennis wird eine sehr schwierige Entscheidung. Wer das Finale soll gewinnen, wer mich die letzte Rose soll geben. Ich denke, bei dem mehr Goal blinken. Ja gut, oder? Bleiben wir bei den Fakten, oder? Vielleicht spielt es dann im Moment undrücklich, oder? Super Tennis, aber mit dieser Haut wirst du einfach nie Gillette-Model, ist klar, oder? Und die Bank macht auch sicher nicht Werbung mit dieser Räubervisagen, oder? Und das strukturierteste Produkt von Stan ist nicht auf der Bank, sondern die Bespannung von seinem Tennisracket, oder? Fies. Aber das Schönste, ganz grundsätzlich, wäre es ja schon, wenn der Stan und der Roger top sind, sich im Finale treffen, dann klopft jeder Sportlerherz höher, auch das vom Schweizer Skiprofi Carlo Janka. Ja, auch hier haben wir das Finale Rennen, wenn es so weitergeht. Auf jeden Fall gibt es aktuell keine Zeitung, die nicht zur grossen Tennisanalyse ansetzt. Ihre Weltwoche, Roger Köppel, schreibt mit. Stand-Man, Federer, der Verhederer. Um was geht's? Die Welt steht Kopf. Wir von der Weltwoche haben nach fundierten Recherchen herausgefunden, dass die Welt Kopf steht. Weil Australien auf der anderen Seite vom Globus liegt. Und so weit weg ist es auch noch gerade. Zu weit zum Hinreisen auch für grosse Fans wie der Skispringer Simi Ammann. Das ist der helle Wahnsinn. Wow, von der kleinen Schweiz bis auf Australien. Wow, ich bin noch nie so weit geflogen. Respekt, Roger Federer und Stan Wawrinka. Ja, hallo. Ja, es macht den Eindruck, als wäre der grüne Nationalrat Bastian Giraud auch ein Tennisfan. Ist jetzt Wurst, geht jetzt an mich. Bleiben wir auf dem Boden, wie der Roger. Die Debatte ist viel zu emotional. Ist doch einfach so, ich bin voll dagegen, dass die Schweizer in Australien Tennis spielen. Wir haben genug Tennishalle in der Schweiz, im Winter geheizt sind, so wie es in Australien warm ist. Und der ökologische Fußabdruck lässt sich nicht so schnell wegwischen wie auf dem Tenniskart. Höre ich da eine kritische Stimme? Nicht alle begeistern sich für die Australian Open. Sie auch nicht, Christoph Mörgeli? Ja, schauen Sie, Frau Luther Schlager, Tennis ist völlig, absolut überschätzt. Schon nur, wie es zählt, 0, 15, 30, 40. Das ist doch absoluter Bullshit. Völliger Nonsens. So zählt es ja nur sonst im Ständerat, oder? Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.